Wo sind wir hier? Warum betreibst du Heimatpflege? Und vor allem, wer bist du überhaupt? Das wollen wir wissen. Hier ist Hallo Heimat, der Schleswig-Holstein-Podcast des Schleswig-Holsteinischen Heimatbundes. Am Mikrofon ist Jan Graf. Moin und herzlich willkommen. Das Kleine vor Ort im großen globalen oder zumindest landesweiten Zusammenhang sehen, das sei ihm wichtig, sagt Peter Stoltenberg, seit 2017 Vorsitzender des Heimatvereins für den Kreis Segeberg. Am 12. Mai 2021 habe ich ihn getroffen in der St. Jürgenskirche in Schlamersdorf. Gemeinsam mit anderen hat Stoltenberg vor Jahren denn dafür gesorgt, dass das Gotteshaus restauriert wurde und ein freundliches, zeitgemäßes Antlitz erhielt. Das ist nur eins der vielen Kapitel aus dem Buch seines ehrenamtlichen Schaffens. Ja, Peter Stoltenberg, wer ist das? Ja, wer bin ich? Nach der Frage sucht man wahrscheinlich, oder nach der Antwort sucht man sein ganzes Leben lang wahrscheinlich. Also ich bin hier groß geworden auf einem Bauernhof in einer ganz behüteten Umgebung in Hornsdorf. Dieser Ort hier, Schlamersdorf, war für uns damals schon Ausland, weil unsere Volksschule lag zwischen Hornsdorf und Hornsmühlen ganz nah bei. Wir sind dort mit allen Jahrgängen in einem Klassenraum groß geworden. Und ich bin einfach mit den Abläufen auf so einem Bauernhof, der damals auch noch in den 50er, auch 60er Jahren noch ganz einfach und wenig technisiert gestrickt war. Wir haben den Mist mit einer Karre rausgeschoben und als Kind durfte man schon die Rüben ranfegen in die Krippe oder das Heu aufschütteln, sowas. Mit der Lebenswelt sind wir groß geworden. Auch mit negativen Sachen wie Rüben hacken oder Kartoffelsammeln fand man als Jugendlicher noch nicht so toll. Aber das hatte nachher auch was für mich, also was Meditatives sozusagen. Also die 50er Jahre nehme ich Ihnen nicht ganz ab. Dafür sind Sie zu jung. Nö, ich bin 49 geboren, also jetzt 71 und ich will nicht behaupten, dass ich eine große Erinnerung an die 50er Jahre habe, aber habe ich voll und ganz mitgemacht sozusagen. Als Bauernjunge aus dem östlichen Landesteil. So ist es. Und dann der schulische Weg? Also wie gesagt, Volksschule in Hornsmühlen, ein Nachbardorf, ganz hier im Norden der Gemeinde. Und dann sollte ich tatsächlich auf die höhere Schule, so hieß es damals. Meine Großeltern waren, glaube ich, dagegen, aber meine Mutter hat sich da durchgesetzt und ich bin dann 1960 aufs Gymnasium nach Bad Segeberg gewechselt. Das war schon ein krasser Unterschied so und man wäre normalerweise Fahrschüler geworden, aber die Anbindung war damals noch nicht so toll und ich durfte dann bei einer Tante und einem Onkel in Bad Segeberg wohnen. War also dann fast 9 Jahre, wie sagt man das, Wochenendbauer. Also ich war in den 6 Tagen in der Woche in der Stadt in Bad Segeberg und bin dann am Wochenende nach Hause gekommen und natürlich in den Ferien. Heimweh gehabt? Nee, nicht wirklich. Also zumindest erinnere ich das nicht, dass ich sozusagen verzweifelt dort in meinem Kämmerlein gesessen habe. Nö. Die Umstellung war natürlich zuerst ein bisschen ungewohnt. Man war auf einmal auch nicht mehr einer von den Guten in der Schule, sondern nur noch so ein durchschnittlicher. Aber nö, das war gut. Und das war, glaube ich, für mich auch gut, weil das so ein erster Schritt in eine Selbstständigkeit war. Also ich bilde mir ein, ich war ein ruhiges Kind und da musste man dann auch mal was alleine machen und konnte man auch. Und dann das Abitur und die Ausbildung. Genau. Abitur war nach nicht ganz 9 Jahren, weil in den 60er Jahren ja diese Kurzschuljahre stattfanden. Also war Abitur 68 im Sommer, muss das ja gewesen sein, war die Schule zu Ende und dann bin ich tatsächlich ein Dreivierteljahr zu Hause gewesen, habe so eine Art Übergangszeit gemacht und dann im Jahr drauf, im Frühjahr, ein Praktikum, war es damals noch ein ganzjähriges Praktikum auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in der Nähe von Bordesholm angefangen. Also auf eine landwirtschaftliche Ausbildung zugesteuert,
war auch klar, dass ich das dann studieren wollte. Und das habe ich dann auch gemacht, bis 75 in Kiel. Da waren ja die späten 60er, die frühen 70er Jahre nicht unbedingt eine Zeit, wo man sich so besinnt auf Ackerbau und traditionelle Lebensweise, wie Sie sie noch kennengelernt haben in der Landwirtschaft. War man davon berührt, auch in den landwirtschaftlichen Studiengängen, von den gesellschaftlichen Umbrüchen? Also ich erinnere noch, dass das eine ganz diskutierfreudige Zeit war an der Uni. Ich muss ehrlich sagen, ich habe da mal reingeschnuppert, aber ich habe es nicht so wirklich mitgekriegt oder zumindest habe ich nicht aktiv daran teilgenommen. Die Lebenswelten waren doch so unterschiedlich. Also stellen Sie sich vor, ich habe zu Hause im Frühjahr Rüben gehackt mit einem alten Landarbeiter und hätte dem was erzählen sollen von dem, was da in Kiel abgeht. Der hätte das nicht verstanden. Das war so. Und ich war auch oft zu Hause in der Zeit, weil ich dann ganz viel schon auf unserem Hof gemacht habe. Also ich war eigentlich ein fauler Student sozusagen. Und deswegen habe ich das für mich so aufgenommen, wie unterschiedlich sozusagen die Sicht auf die Welt sein kann. Und ja. Ist das was Sie heute begleitet? Wir steuern ja gerade wieder in sehr diskussionsfreudige Zeiten, wenn wir nicht schon längst drinne stecken. Ja, ich habe ja auch mitdiskutiert und mich auch politisch engagiert die letzten Jahre. Ja, also und ich stelle aber auch fest, dass sich einige Diskussionen wiederholen. Also diese Diskussionen, die ich für mich geführt habe, als ich unseren Hof dann auf ökologischen Landbau umgestellt habe, habe ich das Gefühl, das müssen wir heute schon wieder diskutieren. Also zumindest nehme ich das in der Partei, in der ich Mitglied bin, so wahr. Das ist manchmal auch ein bisschen ermüdend. Also in welcher Partei sind Sie denn Mitglied? Wo engagieren Sie sich politisch? Ich bin Mitglied bei den Grünen seit 2004 und bin schon Mitglied im Kreistag gewesen und jetzt noch bürgerliches Mitglied im Kreistag und habe mich aber auch in den Parteistrukturen engagiert. Aber das steuere ich jetzt langsam wieder aus. Ja, sprechen wir mal drüber, über das heutige oder über Ihre beruflich aktive Zeit. Ich habe jetzt vernommen, Biolandbau. Genau, ich bin nach dem Studium dann zurück hier auf den Hof meiner Eltern und ziemlich gleich danach habe ich geheiratet. Und meine Frau hat den Hof auch hier 2 Kilometer von ab. Wir haben uns aber erst zum Ende der Studienzeit in Kiel getroffen und kennengelernt. Und schlussendlich haben wir dann beide Höfe durch Heirat zusammengelegt und sind dann auf den Hof meiner Frau gezogen. Das war 76. Wir haben dann ungefähr 12 Jahre lang ganz intensiv sogenannte konventionelle Landwirtschaft gemacht. Also haben einen Schweinestall gebaut, haben Land zugepachtet, haben mein ganzes Spritz- und Chemiewissen angewendet und dann kam aber doch in den 80er Jahren so erste Zweifel an dem Tun und damals spielte auch die evangelische Kirche oder zumindest die Organisation Brot für die Welt eine starke Rolle. Da kamen erste Bedenken, welche Einflüsse man mit seiner Art der Landwirtschaft auf die Landwirte im globalen Süden, sagt man heute, glaube ich, hat. Und so ist es dann dazu gekommen, dass wir 1989 unseren Hof auf ökologischen Landbau umgestellt haben. Auch aus christlichem Bedacht der Weg dann in den Biolandbau, also einer anderen landwirtschaftlichen Bewirtschaftung der eigenen Flächen, die Sie gemeinsam mit Ihrer Frau dann hatten. Das bahnt der nächsten Frage den Weg. Wo sind wir hier? So viel kann ich verraten. Wir befinden uns in einer Kirche, sitzen in der ersten Bank und blicken auf ein steinernes Taufbecken und auf einen Altar. Der Altar ist die Gruppe Jesus mit ausgebreiteten Armen und zu beiden Seiten Jünger werden es vermutlich sein. Wir sind in der Kirche in Schlamersdorf und zu dieser Kirche haben Sie einen besonderen Bezug. Richtig, das ist die St. Jürgen-Kirche in Schlamersdorf. Die Kirche ist Mittelpunkt sozusagen für gleich 2 Gemeinden, für die Gemeinde Seedorf und die Gemeinde Neems. Und mein Bezug zu dieser Kirche ist die Mitarbeit im Kirchenvorstand. Über 16 Jahre waren es, glaube ich, von 2002
2002 bis 2016, also 14 Jahre. Ja, das war so. So Ende der 90er Jahre, nachdem wir schon 10 Jahre Biolandbau gemacht haben, kam irgendwie der Wunsch auf der Gemeinde, das hört sich ein bisschen pathetisch an, was zurückzugeben oder zumindest sich dafür zu interessieren. Und das war ganz kurz, auch noch 4 Jahre, glaube ich, im Förderverein für das Seedorfer Torhaus, ein weiteres historisches Gebäude in der Gemeinde. Und dann habe ich mich 2002 in den Kirchenvorstand wählen lassen, auch weil absehbar war, dass dort sozusagen ein Generationswechsel anstand. Gut, ob man wie alt war ich denn da? Schon über 50, ob man dann noch zur neuen Generation zählt, das weiß ich jetzt nicht. Das mögen dann andere beurteilen. Aber so bin ich einfach in die Arbeit hier auch mit diesem Gebäude reingewachsen und habe mich dann sehr dafür interessiert, wie diese Kirche entstanden ist, welchen Weg die Kirchengemeinde selbst genommen hat und der passt. Ja, erzählen Sie mal, denn die Geschichte ist ja einigermaßen interessant. Im Hintergrund steht ein großer Brand. So ist es. Die Kirche, also die vorherige Kirche, das war eine im Stile Vizelins, also wirklich aus dem Mittelalter, die ist 1870 abgebrannt. Und mit ihr fast das ganze Dorf. Übrig geblieben sind damals nur das Pastorat und eine Schmiede. Und dann aber relativ schnell mit Unterstützung auch des Gutsherrn in Seedorf wieder aufgebaut worden und konnte schon 1873 in dieser Form wieder geweiht werden. Architekt ist ein Moldenschad aus Kiel. Ich glaube, hat sogar ein gewisses Renommee oder eine Bekanntheit in Schleswig-Holstein. Jedenfalls begleitet diese Kirche seitdem die Menschen durch ihr Leben sozusagen und hat aber auch viele Wandlungen hinnehmen müssen. Also die Altargruppe, die wir hier sehen, die ist von Otto Flath, einem relativ bekannten Segeberger Künstler, der 1936, glaube ich, so ungefähr, in den 30er Jahren jedenfalls, diese Gruppe als viertes Werk, habe ich mal gefunden in der Chronik, für diese Kirche gemacht hat. Die ganze Altargruppe musste bei der ersten Renovierung in den 60er Jahren hier an die Seite ziehen. Da wurden die Emporen rausgebaut. Das Fenster oben wurde zugemauert. Es war dann hier an der Chorrückwand ein neues Werk, wie soll ich das nennen, so aus so einem Mosaiksteinchen gefertigt. Von einem Künstler Schigulla, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wo die geblieben ist. Also jedenfalls hat das Ganze nur 20 Jahre gehalten. Die Kirche hatte ein kühles, weißes Äußeres, eine Kanzel aus Kalksandstein gemauert, Heizstrahler von oben, wie gesagt, die Emporen waren weg. Und dann hat man aber in den 80er Jahren doch wieder versucht, den alten Zustand herzustellen, die Emporen wieder eingebaut, dieses Fenster da geschaffen und die eichene Kanzel. Und seit ich hier tätig sein durfte, ehrenamtlich, mussten wir dann eben uns der Aufgabe stellen, die Kirche zu renovieren, weil wir merkten, dass die Fenster Wasser reinließen. Das war sozusagen der Anlass und dann hat man genau rumgeguckt. Dann waren die ersten Ziegelsteine los und dann sind wir wirklich seit 2007, glaube ich, angefangen mit dem Turm, das so in Etappen rundherum zu sanieren. Und wir haben auch gemerkt, das scheint eine Daueraufgabe zu sein. Ich verstehe jetzt auch, warum der Kölner Dom einen Bauhof hat. Also hier fallen immer noch mal wieder Steine runter und man muss dann schnell tätig werden, damit keiner verletzt wird. Und der letzte Schritt waren jetzt die neuen Kirchenfenster, die wir als alter Kirchenvorstand 2014 noch angezettelt haben und der neue Vorstand also nach uns dann umgesetzt hatte. Also das war ein nicht ganz einfacher Prozess, weil wir uns einerseits nicht dem Vorwurf aussetzen wollten, hier uns sozusagen zu verewigen, andererseits aber auch die Chance nicht verstreichen lassen wollten, wenn die Fenster schon neu gemacht werden, da auch mit so einem gewissen Anspruch ranzugehen. Also die Fenster, wenn wir da mal einhaken, die fallen auf natürlich. Das sind
Ja, durchsichtige Fenster mit blauen Flächen und dann mit, ja, es erinnert ein bisschen wie so an so Schokoladenspritzer auf Vanilleeis in vornehmeren Restaurants mit eben schwarzen Linien garniert. Das ist nicht das, was man jetzt in einer traditionellen Dorfkirche erwartet. Der moderne, zeitgemäße Anspruch von Schlamersdorf? Ja, weiß ich nicht, ob das eine Frage von Modernität ist. Also wir haben uns die nicht einfach ausgesucht. Wir haben einen richtigen Wettbewerb gemacht, 5 Künstler, glaube ich, angeschrieben, die haben Entwürfe vorgelegt und in einem relativ breiten Beteiligungsverfahren hat sich dann das Gremium, was dafür zuständig war und schlussendlich dann auch der Kirchenvorstand für diesen Entwurf entschieden. Vorgabe war, dass es nicht dunkler werden sollte als vorher. Die Fenster vorher waren so ähnlich wie die hier im Kleinen noch zu sehen sind, also mit so ein paar Ornamenten, aber mehr dann auch nicht. Und wir hatten auch Entwürfe, die ganz farbenprächtig waren und richtig vielflächig, sage ich mal, vielfarbig auch. Und da war aber gleich klar, dass einerseits das so ein bisschen, also auf mich hat das damals wie Retro gewirkt und diesen Anspruch der Helligkeit, das konnten die Entwürfe auch nicht erfüllen. So. Und so sind wir dann auf dieses gekommen. Und ja, Schokoladenspritzer, also uns hat eher sozusagen der Blick von draußen inspiriert, die Zweige, die man dann so wehen sieht. Also ja, das stimmt. Also diese schwarzen Linienstrukturen, das stimmt. Die korrespondieren sicherlich mit Zweigen. Ja, Sie müssen natürlich mein Kunstbanausentum entschuldigen. Ich bin ja, genauso. Also ich bin da auch als kompletter Laie rangegangen. Einfach mit subjektivem Empfinden sozusagen. Peter Stoltenberg, Vorsitzender des Heimatvereins für den Kreis Seeberg, im Gespräch bei Hallo Heimat. Wir haben gesprochen darüber, wo wir sind, wer er ist. Wir sind in der Kirche, die musste restauriert werden und er bezeichnet diese Restauration als ehrenamtliche Daueraufgabe. Und er selber ist Bauer von Haus aus, Bauer, aber auch lokalpolitisch tätig gewesen und ja, wie wir schon anklingen lassen haben, tätig im Bereich Heimatpflege. Die dritte Frage lautet ja immer, warum Heimatpflege? Und das ist ja nicht von ungefähr, dass wir uns jetzt hier in der Kirche getroffen haben, denn hier hat ja auch ein Stück Heimatpflege stattgefunden. Nun ist es schwer zu definieren, was ist Heimat eigentlich und dementsprechend, was ist Heimatpflege? Auf jeden Fall ist es ja aber, dass man etwas wieder sichtbar macht, etwas instand setzt, was nach wie vor Bedeutung hat und was ja vielleicht möglich ist zu entwickeln. Ich finde, das zeigen die Fenster sehr schön. Hier hat man nicht, wie Sie sagen, auf Retro gesetzt, sondern eben auf frische Ideen von Künstlern. Jetzt die schwierige Frage, Herr Stoltenberg. Dennoch, warum Heimatpflege? Was fesselt Sie so an diesem Bereich, dass Sie ehrenamtlich so viel Zeit da reingeben? Naja, die einfache Antwort ist, dass ich die Zeit jetzt habe, weil ich eben Ruheständler bin. Mir wurde die Mitgliedschaft im Heimatverein geschenkt von einem guten Freund. Und zum Vorsitz im Heimatverein bin ich dann sozusagen wie die Jungfrau zum Kinde gekommen. Ich weiß nicht, ob man das hier sagen darf in dem Raum. Wo, wenn nicht hier eigentlich? Bin also relativ neu im Heimatverein gewesen und habe mich dann schon als Beisitzer in den Vorstand wählen lassen. Einfach, der Anlass war eigentlich, dass unser Schatzmeister gerne einen Stellvertreter haben wollte. Und das habe ich dann gerne gemacht, weil eben der Schatzmeister dieser Bekannte ist, der mir die Mitgliedschaft geschenkt hat. Und dann ist der Vorsitzende einfach auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich das nicht machen will. Und hat aber auch gleich dazu gesagt, dass er selber ziemlich krank ist und das nicht mehr kann. Und so ist es dann gekommen. Also das klingt für mich etwas, sagen wir, schematisch. Es ist ja immer nach dem Motto, halb zog sie ihn, halb sank er hin. Ich vermisse so ein bisschen die Frage des Herzens. Es ist ja nicht nur, dass man sie geschubst hat und dann haben sie es gemacht aus reiner Pflichterfüllung. Also wenn Heimatpflege
das ist, was sozusagen Suche nach Heimat ist oder das Bewusstsein für Heimat oder das Gefühl für Heimat, dann ist es ja einfach so, dass das viel, viel früher auch schon vorhanden war. Also spätestens, als wir uns Gedanken gemacht haben, wie wir eigentlich unser Land bewirtschaften, was ja Teil der Heimat war, würde ich sagen, ist das schon ein Aspekt von Heimatpflege gewesen. In den 70er Jahren, also noch zu der Zeit, als wir konventionelle Bauern waren, gab es hier in der Gemeinde schon so ein Biotopverbundprojekt, an dem wir dann sehr gern teilgenommen haben. In dem Zusammenhang sind bei uns auf dem Hof schon große Strukturen entstanden, Teich, also ein größerer Teich und solche Sachen. Und das hat sich so fortgesetzt. Also um die Jahrtausendwende haben wir dann aus einem Geschenk für einen runden Geburtstag eine Allee angelegt auf einer Fläche von uns. Und dadurch, glaube ich, ist so das Bewusstsein gewachsen, dass man mit dem, was man tut, sein Umfeld, seine Heimat beeinflusst, natürlich. Und wenn man möchte, dass bestimmte Aspekte davon erhalten werden oder auch weitergegeben werden, zumindest die Idee davon, dann muss man sich eben dafür einsetzen. Also ich will nicht sagen, dass es sozusagen eine Leidenschaft geworden ist, das ist vielleicht das falsche Wort. Da gibt es vielleicht im Heimatbund und bei benachbarten Heimatvereinen viel engagiertere Menschen. Aber das war mir wichtig, also mir persönlich. Das finde ich interessant. Das finde ich total interessant. Also gar nicht Passion, sondern eher die nüchterne Einsicht in, ich muss etwas tun, wenn etwas geschehen soll. Was ja wirklich ebenso platt wie vernünftig ist. Ja, also ich kann es wirklich nicht anders sagen. Also auch diese Aufgabe mit der Kirche ist mir dann so zugewachsen. Jetzt im Heimatverein selber wachsen einem andere Aufgaben zu. Und ich habe meine Heimat auch nie sozusagen nur mit einem bestimmten Ort verbunden. Sonst würde ich wahrscheinlich jetzt vor Melancholie zergehen, weil ich ja unseren Hof verlassen habe inzwischen. Also die Aufmerksamkeit für das Kleine vor Ort und gleichzeitig im großen Zusammenhang, global, landesweit, wie auch immer, wie groß man den Rahmen stecken will, das ist mir wichtig. Also, und das bewegt mich sozusagen oder treibt mich oder motiviert mich. Wer sind Sie? Wer bist du? Damit sind wir eingestiegen, damit würde ich gerne aussteigen. Wenn unser Gespräch, das wir hier geführt haben in der Kirche in Schlamersdorf, wo eben Ihr ehrenamtliches Engagement und das vieler anderer mit Händen greifbar ist, mit Augen sichtbar, beendet ist, fahren Sie zurück nach Bad Segeberg, wo Sie heute wohnen. Wie wohnen Sie da? Wie wohnt der Altbauer da? In der Stadt fern des Hofes? Also ist ja schon klar geworden, dass Bad Segeberg immer auch Teil unseres Lebensmittelpunktes war, weil ich bin da zur Schule gegangen. Viele Klassenkameraden sind inzwischen wieder zurückgekommen nach Bad Segeberg, witzigerweise. Man musste dorthin zum Einkaufen, als es hier auf dem Dorf immer weniger gab, wo man einkaufen konnte. So, von daher war Bad Segeberg naheliegend. Und wir haben keine Kinder, sodass auch klar war, dass wir nicht auf einem großen alten Hof einfach versauern können. Also, und so haben wir dann den Schritt gemacht und uns vom Hof getrennt und sind dann in die Stadt gezogen, in eine überschaubare Wohnung in einem sehr naturnahen Gebiet. Also da war der Unterschied auch nicht so allzu krass. Und ja, und von da leben wir jetzt weiter. Und auch in Bad Segeberg gibt es viele Sachen, die Heimat sind und um die man sich kümmern kann. Also ob nun im Rahmen des Heimatvereins oder in anderen Zusammenhängen, das ist dann noch eine zweite Frage.
Ja, denke ich gerade. Der Kreis Segeberg ist groß. Wenn Sie jetzt ein Thema frei hätten, was müsste morgen angepackt werden? Im Heimatverein muss angepackt werden, dass wir den Kontakt zu den Mitgliedern schaffen. Und das ist sozusagen das Vereinsleben und was die Heimatkunde selber angeht. Da müssen wir wirklich eigentlich sowas wie ein Kreismuseum schaffen. Und das macht auch schon jemand, da gibt es schon einen Förderverein für. Ob das gelingt, das müssen wir sehen. Der Heimatverein ist dort nur sozusagen begleitend und unterstützend tätig. Aber das, glaube ich, wäre ein großer Schritt und ein wichtiger. Peter Stoltenberg bei Hallo Heimat, herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne.